sexy. Du best for me, best me, yeah, me. I see that is I sexy. It's a veil for your numen. I see that is I sexy. Du best for me, best me, yeah, me. I see that is I sexy. I see that is I sexy. Yo, I see that is I sexy. Hej kjoi, gouden uvis. Dankeschön für Matt und Sen, wer wird Gott unbedingt. Kan ik van heel
Bekleed wordt keine Freude von dem Mord von seiner allein. Unsere Kehren sind weit, unsere Schuld ist betrug. Dort Krieg, dort Haft, dort Grab besiegt. Jesus im Land, wo tanz wird Fried. Mein Tod, das Tod, Leben von mir. Dein rechter Wort beschuldigt. In der Schuld gegangen Fried. Min Tod dein Einheit auf sich. Seine Fried auf dein Unsere Kinder sind weit, unsere Schuld ist betrug. Dort Krieg, dort Haft, dort Grab besiegt. Jesus im Land, wo tanz wird Fried. Mein Tod, das Tod, Leben von mir. Gib mir Leben, dum disse Leib ihr. Wie dort lohnt sich der Krieg vergeben. Rara versendet, Kreuz auf verärmert. Wie dort verstarb der Lohn, es auf der Stuhl. Gib mir Leben, dum disse Leib ihr. Wie dort lohnt sich der Krieg vergeben. Rara versendet, Kreuz auf verärmert. Wie dort verstarb der Lohn, es auf der Stuhl. Gib mir Leben, dum disse Leib ihr. Wie dort lohnt sich der Krieg vergeben. Rara versendet, Kreuz auf verärmert. Wie dort verstarb der Lohn, es auf der Stuhl. Unsere Kinder sind weit, unsere Schuld ist betrug. Dort Krieg, dort Haft, dort Grab besiegt. Jesus im Land, wo tanz wird Fried. Mein Tod, das Tod, Leben von mir. Mein Tod, das Tod, Leben von Gott, Dankeschön für den Segen geben. Jesus, du kommst rauf auf ihr. Du stirbst auf dem Kreuz, dort wir leben können. Und willst, wo du deutst, kann wir nun eine Gemeinschaft haben mit den Heiligen Jesus. Dankeschön, Heiliger Jesus, für bei uns sein, für in unserem Maat sein. Heiliger Jesus, Dankeschön für hier sein, für uns Leben, für uns führen durch uns Leben, für uns treuster sein, für alles sein für uns, was uns fehlt. Heiliger Jesus, Dankeschön für uns so live haben. Wir beten die an. Quien como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor. Y nada en este
Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. No acabará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Por siempre, tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Weet je, wie zo'n groot dat God zijn geen wordt als Himmel zu uns. Und wir wollten, dass Gott seine gehen wird als hier, aber nicht bloß hier, heuer ist auch in jün Heim, wo immer jene groß sind. Genau wie soll und willkommen zu unserem Mehrweg Ondach. Wir freuen uns sehr, dass die mit uns top sind, wo immer je uns dann sein, aus dichtbei oder auch weit auf. Weet je, mit der Technologie, die wir nu haben, können wir viel mehr Deutsch redende Menschen erregen als jemals vorher. Dankeschön für das möglich machen. Und wir bedanken uns auch besonders für all die, die du so freigebig gegeben durch diese letzte Zeit. Vielmal Dankeschön. Ohne Jünd, weil wir nicht dort möglich machen, so kort tun, als wir dort nicht gut tun. Wenn du was important sind von dir, du kannst wirklich uns mithelfen mit jedem.
wir dann dort Opfer nehmen bei der Lebenswasser Offices bei den Korridor Kommerzial ab Kilometer 7.9. Dort erst von Montag bis Freitag zwischen halb 9 bis Klock 12 und Klock 1 bis Klock 5. Als nächste Woche in der Botschaft gehen und wir wollen John Wollen abkriegen, wer wir unser Hort aufmerken, zum sein, was er uns zu reden hat. Genoves Lebenswasser online. Wir freuen uns, dass wir mit uns taub sind, wenn es auch nicht körperlich ist. Aber wir freuen uns, dass ihr in deinen Heimen taub sind, vielleicht seid ihr dich bei oder weit auf. Aber wo immer ihr seid, wir freuen uns, dass wir mit ihnen können, so steht taub kommen. Und wir wünschen ihnen Gott seine Recke sehen. Weil Gott heißt noch einmal an unserer Seite. Und von das aus ich sie dankbar für verschiedene Dinge. Erstens bin ich dankbar, dass wir haben eine Kirche und ein Gebiet. Wir haben immer davon geredet, dass wir als Kirche, wir sind nicht ein Gebiet. Und weißt du, wo wir sind, du bist die Kirche. Du, wo wir als Familie taub sitzen, oder du, wo du bist als ein Kind Gottes, du bist die Kirche. Und der Heilige Geist wohnt in uns, und wir haben in dem, was so wie die Kirche. Wir sind ausgespreut von weit und breit. Und das ist ein feines Ding. Ich bin dankbar für unsere Technologie, dass wir können rutschrollen und dass wir uns können Amtszeit hören und die können mir sein und hier. Beides, ich weiß, es kann sein. Aber einen schönen Tag, dann waren wir alle sein, als wir nicht tun. Aber ich bin dankbar für das. Ich bin auch dankbar für dass wir vorwärts checken für die Zeit, wenn wir waren, taub kommen können. In gewisser Hinsicht fällt sich es nicht vielleicht ein bisschen so, dass wir sind auf der Spitzboy oder wir sind ein bisschen Eva. Und wir können noch meist ein bisschen sein, ein schöner Tag, wo wir taub kommen. Aber wir wissen noch nicht, wann er. Wir können noch nicht sagen, wann er etwas sein, aber wir leben, das kommt nur an, da sind wir besonders dankbar für. Aber über alles sind ich dankbar, dass wir haben einen Erlöser. Ich bin dankbar, dass wir eine Ursache haben für eine Untergang haben. Wir haben eine Ursache zum Leben, wir haben eine Ursache zum an Ewigkeit denken. Wir haben einen Erlöser. Und da bin ich besonders dankbar für. Ich bin eine Person, die gleich sehr zu lesen. Und von der will ich ein paar Gedanken mitteilen, was in Bett von dem Buch kommt. Das ist ein Buch bei Max Lucado. Und das Buch, das heute, He Still Moves Stones. Like, heute hat eine Hammer Steine bewegen. Oder wie kann es sein, hat eine Hammer Steine wiederrollen. Und so, wenn wir mal was ein interessantes Buch lesen, das ist ein Buch, was er schrieb von Jesus seine Wunder. Und wenn ihr das schrieben habt, ein interessanter Weg von Dingen schreiben, und das ist interessant, dort zu lesen. Und so endet Buch durch Schrift von der Ausstellung von Bildern. Ich weiß nicht, wie viel Bilder interessieren, oder gefarbene Bilder, das gibt Menschen, die sehr feine Bilder können formen. Und so fängt das Buch an mit einem Mann, der in der Stadt noch eine Ausstellung geht, wo sie Bilder, wo ein gewisser Vorwahl seine Bilder ausstellen wird, und er sieht diese Bilder. Und so diese Ausstellung, die nennt sich Bruised Reeds and Smoldering Wicks. Wir haben das übersetzt in Plattdeutsch, ich habe gesagt, angeknackte Aster in flammernde Tolchlichter. Und wenn ihr das kommt von einem Vers, in Matthäus 12, Vers 20, du sagst das von Jesus, das ist eine Prophezeiung, was du sagst von Jesus. Er wird die angeknackte Ruhe nicht aufbrechen, in ein Licht dort noch flammert, wird er nicht auspusten. Was er dort durchbringt, dass die Gerechtigkeit wird die ewige Hand haben. Na, das Vers, der ist in einem Umfang. Und wenn Jesus, seine Jünger, sie gehen an Sabbat und sie tun sich Getreide pflücken, sie eten davon. Und die Pharisäer, sie sind unzufrieden. Aber sie sagen zu Jesus, deine Jünger hauen nicht den Sabbat. Wohin sind deine Jünger nicht treu zu dem Gesetz? Oder wohin sind sie nicht treu zu den Vorschriften von unseren Vätern? Und dann geht Jesus in die Synagoge hinein, und durch die Synagoge, du ist ein Mann mit einer verdrehten Hand. Und dann fragen sie Jesus, ist es gesetzlich oder ist es reich, und Sabbat zu heilen?
Und so Jesus unterhält sich dann mit den Pharisäern. Und er fragt ihn dort, es ist gesetzlich, es ist reich, und Sabbat zu heilen. Aber keiner sagt was. Und so Jesus, er heilt das Mond und Sabbat. Und das wir sagen, jene jüdische Lehre, die jüdische Vorschriften, dass er würde den Sabbat heilen. Und dann sagt es, dass die Pharisäer, sie gingen rüt und sie fangen an zu planen, wo sie Jesus würden umbringen. Bloß wenn er nicht ihre Vorschriften holen wird, was ihre Ältesten sich haben abgestellt. Und dabei ist das falsch, das ist eine Prophezeiung. Und wenn Jesus wird dort angeknackte Ruhe, oder dort angeknackte Aus, den wird er nicht aufbrechen. Und er wird dort Licht, was er noch schwelt, oder das Licht wird flammert, oder das Licht wird mehr aus ist, da wird er nicht utpusten. Und wisst ihr, das ist eine Prophezeiung, dass Jesus wird drum geben an Menschen, die gebrochen sind. Jesus wird drum geben, er wird heilen so eine Menschen, wo Licht ist utgegangen, oder wo Licht noch ein bisschen flammert. Das ist die Meinung hier. Das wiest du noch an, dass Jesus, er wird ein Messias sein, wird die Verstandene im Land, die wird er abheben. Die wird angeknackt sein, sozusagen. Die wird vielleicht körperlich Krankheit haben. Die wird er heilen. Die wird emotional gebrochen sein. Die wird vielleicht ihre Gefühle, die fühlen sich so doll, die fühlen sich zu sie gestarrt. Die fühlen sich so mit Essen nicht. Und wird bloß zu sie geschoben. Und für diese Menschen wird Jesus kommen. Er wird euch nicht wegbrechen. Er wird euer Licht nicht utpusten. Aber er wird euch tragstellen. Und Jesus wird kommen für die, die jährlich krank sind, die jährlich von Gott getrennt werden. Und er wird eine Erlösung verschaffen für die, die jährlich krank werden. Und so ein anderer wieder können wir sagen, Jesus, er kämpft für die, die körperlich gebrochen sind, die, die emotional gebrochen sind, und die, die jährlich gebrochen sind. Jesus hat ein Hort für diese Art Menschen. Und wir fingen immer wahr, dass Jesus sich besonders aufgibt mit die, die gebrochen werden, in der Zeit, wo er leben wird. Und so, nu werden wir zurückgehen nur diese Ausstellung von Bildern. Und das erste Bild, die kannst du so zu sein in die Stufe nehmen. Und das erste Bild, du hast einen Leperkranker. Und so, das Leperkranker, der hat keine Fingerschmeier, der ist krank, der ist verstarrt. Und weißt du, das Bild, wir wollen uns das Bild mit vorstellen. Du hast das Leperkranker und er knallt sich auf ihr Hand. Das ist der Mittelpunkt von dem Bild. Und er knallt sich auf ihr Hand. Er streckt seine Hände aus, wo keine Fingerschmeier haben. Das sind bloß noch Staubes sozusagen. Und du im Hintergrund hast, das was das Bild gefarben hat, der hat das am Menschen gefarben. Du hast einen Führer mit seinen kleinen Kindern, der rannt weg, wenn denen es Angst, dass das Leperkranker, der wird überschlungen sein, nur sein Kind vielleicht, oder nur am selbst. Du hast noch einen anderen Mann, und der hebt sich einen schönen Stein ab, um das Leperkranken wegzuholen, und das ist ein kranker Hund, kann wir sein. Und dann hast du noch eine andere Gruppe Menschen, die alle an den Hängen kommt, und die haben ihre Füße in den Lauf, und die schrien zu das Leperkranker, und wir können uns vorstellen, was sie denn ausschrien, und es soll sein, was da vorkommt, wenn der Leperkranke zu der Zeit, dort wären verschmähte Menschen. Die wären weggeschickt von Tisch. Die können gleich mit ihrer Familie taub sein. Dort wären sozusagen die ganz verstaatsten Menschen in der Gesellschaft. Aber weißt du, auf das Bild, das ist was du knallen wird. Du hast noch eine Person in das Bild. Und wie kann bloß das unterste Part von der Person sein? Der unterste Part kleidern seine Feit. Aber seine Hand ist bei den Leperkranken auf dem Schulter. Und dort, wie kann nicht sein, wer das ist, aber wir wissen, wer das ist. Und das Leperkranke, der kämpft mit Jesus. Und er knallt für Jesus Stuhl. Sein Gesicht ist bebogen mit riesigen Kadern. Seine Hände sind bewackelt, wenn die Finger sind all los. Und weißt du, ein Leperkranker, dort wir sehen, was die Gefühle verloren in seine Finger und Teuen und so weiter. Und so, er wartet euch an, wenn sich die kielt oder wenn die verfühlten oder wenn er die sogar aufhakt. Und so die Menschen, die fangen an, wenn die lang noch krank werden, die fangen an, ihre Glieder zu verlieren, das Finger und Teuen und vielleicht sogar die Nase und so eine Dinge dort. Und so das ist nicht ein angenehmer Mann zu sein in der Gesellschaft. Die Menschen haben Angst vor denen, die Menschen versteiten haben, die Menschen klettern Steine, die Menschen, die schrien, ist all fort.
Matthäus hat vertalt uns diese Geschichte. Na weet je, de titel van dit beeld dat heet, wann du was, du kost. Wann du was, du kost. En weet je, dan gaan we naar het nächste beeld. En dit voorwaar, de heeft allemaal 2 beelden gemalt van dezelfde persoon. En zo in dit een beeld, dus de lepperkranke, die is krank, die knijpt zich op eer, die schrikt nog halb, die heeft zijn hang uitgestrekt, wo keine vingers meer aan zijn. Aber op het tweede beeld, daar staat de man ganz stil. Zijn vingers zijn waar er door en hij kijkt naar zijn hang. Hij zijn gezicht is waar de grieze kaderen zijn weg. Zijn gezicht is een verrenteld gezicht. En hij kijkt naar zijn hang, hij kan zijn wunder niet loten. En weet je, de titel van het tweede beeld is, ik wel. En in deze geschichte, wat Matthäus ons vertelt, we vangen die geschichte in Matthäus kapitel 8. En ik wil die geschichte een beetje lezen, maar hier vingen we dat Jezus zegt, ik wel. En weet je, de lepperkranke, die zegt, van du was, du kost mij heilen. En Jezus zegt, ik wel. En dat zijn de ganz beste woorden, wat we hebben van der, wo Jezus zu ons zegt, ik wel. Ik wil die raden, ik wil die heilen. Ik wil die körperlich heilen, ik wil die emotionaal heilen. Ik wil die geestlich heilen. En wanneer we Jezus vragen als hij wil, en Jezus zegt, ik wil die heilen. So in Matthäus 8, Vers 1 sagt, als Jezus van Bach raufkwam, ging aan een grote Schar Menschen heen. So hier zijn een deel mensen ram Jezus. Hij werd te deze tijd zeer beroemd. Viele Menschen gingen hem heen, maar die zagen zijn wonderstad. En dan zegt hij weer, en nu horch. Weet je, dat is meest een beetje als Matthäus. Hij zegt, weet je wat er passiert? Je wordt het niet meer geloven wat hier passiert. En dan zegt hij, nu horcht. En nu horch, doorkomt een leprakranke, beet hem aan en zegt. Nou weet je, ik stel me zo voor, deze grote herd mensen, wat de ram Jezus weer, als die den leprakranke zouden komen, dan houden ze Steine ab. Andere zeggen vielleicht, sei wir hier voortkomt. Aber ik glaube, de lepperkranke, die hat zijn ogen aan Jezus, zijn ogen, wat er voll weiter werden. En hij had aan Jezus. En die mensen, die spalten sich, wenn keiner will dich bieden zijn. Ik heb ja onze gedacht, in onze tijd, wo wir sind, wir sollen in engen einbleiben, wir sollen nicht wo noch andere Menschen vor, wenn wir wollen stören gehen, wenn sie das Gesicht bewegen, verschiedene Dinge. Aber so ein lepperkranke aus der hat noch eine viel eure Lehre. Weet je, we hebben een hoopning dat dit ganze van andere mensen wegblijven en dit bebeng en al zo'n dingen. Dat wordt meestal abhören. Voor den lepperkranke wird es kein Rot, er wird keine Heilung, er wird kein Doktor, wat eine Medizin hat für diese Art Menschen. Und so die Krankheit bleiben sie dann auch wie überschlund. Und so die mussten weg von den Menschen. Die mussten, was wir von der, wir reden von Social Distancing. Like wir wollen Menschen nicht einholen und das, wo sie wären. Bloß eine viel eure Lehre. Aber deshalb, die kämpfen nicht an und die knallt sich bei Jesus. Und ich stelle mir das für die Menschen, die backen wieder und wieder drei und sie geben diesen Ruhm. Und schließlich haben wir ein Bild, wo das Mann allein ist mit Jesus. Und die Menschen sind wieder weg. Some schrien, some haben Steine an den Hängen, some wollen den wegjagen, some wundern, was wird es geben, was wird Jesus mit dessen tun. Aber das hat er gekämpft und er bet Jesus an. Und dann sagt er das, wenn du weißt, du kannst mich hereinmerken. Ich sage mir so für das Mann, der hat all gehört von Jesus seine Wunder. Hij had al gehört, dat Jesus had andere mensen geheilt. Jesus had de blinden geheilt. Aber Jesus had andere lepperkranken geheilt. Ik stel me zo voor, die Geschichten werden sich al verbreitet, weit und breit. Und so hij sagt, wenn du weißt, dann kannst du mich reinmerken. Und dann lesen wir wieder, und Jesus streckt seine Hand aus, schiert ihm an und sagt, na weet je Lied, hier ist ein sehr radikales Ding. Zoals ik ons al gezegd heb, in de Gesellschaft te die tijd, een lepperkranke wordt niet aangevoerd. Een lepperkranke die wie anrennen. Een lepperkranke die moet uitroepen, ik zie anrennen, wanneer die wo mensen komen. Dat de mensen kunnen voortkomen. Dat de mensen niet worden met hem tijdig taub zijn en bij hem am aanscheren. En ik stel me voor de mensen door hem, die kijken wat Jezus doen. Like dieser, der kämpft hier nicht ganz dicht bei Jesus. Was wird Jesus tun? Und dann ist hier ein sehr radikaler Satz, er sagt, er schiert am an.
Hij vouwt das Mann an. Hij legt seine Hand auf den seine Schulter. Vielleicht nehmen wir seinen Arm, wo keine Finger mehr anwären. Aber das Mann, der stahl bis ungefähr direkt nicht scheint und den Sachen nicht schmeckt. Aber Jesus, er fährt den an. Na, das Mann, das ich sehe, der wir gesetzlich anrennen. Und mit den Anfuten, dann mögt Jesus sich gesetzlich anrennen. Und das wollen viele Menschen, die nicht wollen anfuten, wenn sie den anfuten, dann müssen sie ihre ganze Reinigungszeremonie durchgehen, bis sie mal wieder in den Tempel können und Gott anbeten. Und so Jesus schier den an. Na, ich weiß nicht, hast du einmal was verstaat worden von Menschen? Ich weiß nicht, dass du die mal ausgespart hast. Vielleicht in deinen Schuljahren, da wir eine Gruppe sehr berühmte Studenten können vielleicht sein, oder Studenten, wo du immer taub werden und du kannst keiner den Kranz nennen, und sie lachten die aus, oder sie schauen die zu sehen, oder sie haben sich damit über die Brille, oder dass die zu dick wirst, oder was immer das alle wir. Wir haben viel so manche Menschheit. Und vielleicht fällt sie die noch in Rütgestarter. Vielleicht fällt sie die noch so, aber keiner will den anfuten. Keiner will mit dessen taub sein. Und am besten ein klein bisschen durch, wo die leprakranke Menschen wären. Aber weißt du, Jesus schiert am an. Jesus nimmt seine Hände und er führt das an. Und ich weiß nicht, wie lange sie das Mann auch nicht haben angeführt. Aber das kann sein, dass er all Jahren leprakrank war. Das kann sein, dass seine Familie hat ihm rütgeschmissen oder sie haben musst. Vielleicht hat sie in der Früh sich all frisch mit Sesswin befreit. Wenn früher zu der Zeit, die wir aufhängig von den Mann haben. Und wir wissen nicht, was all ein Hintergrund wir von des Kranken. Aber das kann sein, dass all für Jahre keiner diesen angeführt hat. Und Jesus schiert den an. Weißt du, das ist ein großes Ding in den Leprakranken sein Leben. Und so Jesus schiert ihm an und sagt, das ist, was ich will. Ich will, sagt Jesus, ich will die heilen. Ich will die halten. Ich will die trösten, für das sie gekommen. Und Jesus sagt, ich will. Er sagt, sieh rein. Und kurz absteht, wie er von seiner Leprakrankheit los. Wie gleich in so einer Geschichte steht. So ich gesagt, wir sind ein bisschen so ein soziale Einblieben, nicht? Dass wir sollen nicht mit Menschen taub sein. Und wir hoffen, dass was nochmal überkommt. Wie gleichen, wenn Dinge kurz passieren. Wir sagen einmal, wir sind in einer Welt, wo wir kurz Dinge haben. Wir sind in einer Instant World, sagen wir. Wir sind in einer Welt, wo wir kurz Dinge haben. Und wir sind dort gewarnt. Aber sei wir nicht in so einer Welt. In Verten dieser Krankheit, die in der Lebenszeit können sein und schließlich der Mensch, der starb. Aber hier sagt es, hey, wie kurz besteht, wie er von seiner Krankheit los. Und deshalb wird das Bild vorwendet, die Vorf dort im Bett. Ein Bild, dass der Leprakranke auf den Knie ist, seine Finger sind weich, sein Gesicht ist bebogen, wenn der Nase ist vielleicht weich, oder was immer da sind, oder leicht in sein Gesicht. Und auf das nächste Bild ist, dass er gesund, seine Finger sind da, seine Nase ist da, seine Lachen sind da, seine Haut ist rein. Furzap besteht. Und das wird ein sehr großes Ding. Furzap besteht. So, wenn du weißt, du kannst, sagt der Leprakranke. Und Jesus sagt, ich will. Jesus will uns heilen. Na, das hat wir heimatlos, das wir familielos, das hat wir rütgeschmissen. Aber das hat einen Bruder Glauben. Er kam nach Jesus, als ein verschmähter Mensch. Er kam nach Jesus, als Sohn, was die Gesellschaft sagt, von denen wird es never was geben. Mit denen esset nicht, mit denen, nimm den nicht mal an. Sieh nicht mit denen taub, das ist ein Mensch, mit denen, was die nichts zu tun haben. Von dort kommt er. Aber er hat einen Glauben. Und er kommt nach Jesus. Die Menschen müssen den Weg Upse zu sein. Er will anrennen. Wenn wir die Geschichte wieder lesen, dann sagt Jesus zu dessen, go wies die den Priester. Na, das ist vielleicht ein interessanter Denk, wenn wir nicht den Hintergrund weiten. Aber weißt du, wir machen dann denken, dass Jesus lebt in der Zeit, aus der Aula Bund noch einmal in Kraft war. Und Jesus seht am, go wies die den Priester, wenn der Priester, oder der Hügelpriester, der muss entscheiden, ob dieser gesund wird oder nicht. So werden uns gesagt, und wenn ein Mensch leprakrank wird, dann muss er nun Priester gehen, und der Priester muss den untersuchen. Gott hat den vorgeschrieben, kriegt, wo sie das sollen, und dann werden sie bestimmen, ob ein Mensch die Leprakrankheit hat oder nicht.
Und wenn die gesund wird, dann hatten sie auch eine Verschrift, eine Zeremonie, wo die muss durchgehen, gewisse Opfer, der Priester, die muss den gesund erklären. Na, weet je, dat hat zu tun mit, dass sie wieder unter das Gesetz, und das Gesetz wird noch jährlich. Aber das ist noch ein anderes Ding hier heran. Und dort ist, dass Jesus will das Mann nicht bloß körperlich darstellen, er will das Mann, was er trägt, in der Gesellschaft stellen. Und weet je, das Mann, der muss von einem Priester sozusagen ein Zertifikat haben, sie muss ein Papier haben sozusagen, gesandt und gestapelt von dem Priester, dass das hat wir rein. Als anders können sie never treten in der Familie. Anders können sie never treten in der Gesellschaft. Und so das Mann, den wird einem Priester geschickt. Jesus schickt den Priester, wenn Jesus will den ganz darstellen. Nicht bloß körperlich, aber auch emotional in seine Gemeinschaft mit Menschen. Er soll in der Gesellschaft, wo er angenommen sein. Er soll in der Gesellschaft, wo er eine Person sein. Was kann nur eine Synagoge gehen? Was kann Gott anbeten wie ein Tempel? Und so deshalb, den will Jesus ganz darstellen. Und so er schickt den Priester. Ich kann feststellen, wo den dort ging, nach Jerusalem gehen, wo den dort ging, nach dem Tempel gehen, weil der Tempel wie in Jerusalem, dort wo die Priester wären, dort wo er muss Opfer tun. Und so deshalb, wie weit nicht, wo wir auch von Jerusalem der wir, vielleicht wäre 2 Jahre war ich von Jerusalem, wer weit, aber deshalb, der muss nach Jerusalem gehen, er muss sich der Priester wiesen, und ich stelle so vor, wie die frauste Reise, was das Mensch jemals belebt hat. Und er ran der halbe Weg. Und dann geht er durch den Priester und er stellt sich da fern. Die Geschichte sagt uns dort nicht, aber wir wissen, dass er wird an die ganze Zeremonie durchgegangen wurde. Und als der Priester am ist gesund erklärt, dann kann er in das Haus gehen oder Familie, aber nicht fertig. Und dann stellt ihn vor, der Reise in das Haus. Vielleicht kommt er von Galiläa und er muss nach Jerusalem gehen, dass wir mehrere gehen und dann war er in das Haus. Und ich stelle mir vor, dass wir die frauste Reise, die er jemals belebt hat. Aber wo bleibt das Mann? Folgt Herr Jesus noch? Die Bibel sagt uns nicht. Wir haben Port von der Kirche von Anfang, wir wissen nicht. Wird er vielleicht ein von denen, was Paulus in seiner Verfolgung dort merken würde? Wir wissen nicht. Wird er ein von denen, was aus der Römer Jerusalem annehmen, Jerusalem vernichten würden? Wird er einer von denen, was der starb und das ganze Ding? Und wir sind Körper vielleicht durch in der Schlucht geschmissen und verbrannt, so Tausende von ihnen worden. Wo bleibt das Mann? Und dann noch eine Frau wusste von der. Und wenn er an Jesus geglaubt hat, er hat Jesus angenommen, hat er Port von der Kirche von Anfang, gefällt mir ein Heiliger Geist, dann sagt man sicher, er ist bei Jesus von der. Von der aus er in der Ewigkeit, von der aus im Himmel, mit einem Gesünder, und er will helfen noch nicht sie nie ein Körper, aber er ist los von seiner Leperkrankheit für alle Ewigkeit. Aber weißt du, so ein Wunder ist, das so wundervoll ist, doch wir. Und so herrlich ist doch wir. Und stellt dir mal vor, von ganz verstaat in der ersten Mensch zu sein im Land, geheilt zu werden. Körperlich, emotional, in der Gesellschaft geheilt. Ich meine, das wäre bloß ein großes Wunder, was das erlebt. Aber das wäre ein Wunder in das Leben. Das wäre ein tägliches Wunder. Noch ein sehr viel geratenes Wunder ist es, wenn wir jährlich geheilt werden von unserem Sinn. Weet je, wie können in dieser Welt körperlich geheilt sein und das ist ein wundervolles Ding. Und dann können wir verloren gehen, wenn wir nicht an Jesus bleiben. Aber wenn wir ewig geheilt sind, wenn wir von unserem Sinn geheilt sind, wir sind geistlich geheilt, wir sind mit Gott in Verbundschaft gesagt, dort ist deine ganz geradste Heilung, wo du kannst durchgehen. Und wir wissen nicht von diesem Mann. Wir wissen nicht, wo das ist geblieben. Wir wissen bloß, dass wir leper krank, der wird plötzlich geheilt. Und Jesus sagt, ich will. Er fragt Jesus, was du mich heilen? Jesus sagt, ich will. Und ich stelle mir so vor, der folgt Jesus nur. Ich stelle mir so vor, der glaubt an Jesus. Aber die Bibel sagt uns nicht ein Wort davon, als deutet er nicht. Und das sind manchmal interessante Dinge, noch ein bisschen wieder zu denken. Aber wo bleibt das Mann? Was passiert mit denen? Und so Jesus sagt, ich will. Und Jesus sagt von dir, ich will. Jesus sagt auch zu dir, ich will. Und ich weiß nicht, wo du von dir bist. Vielleicht fällst du die fehlt körperliche Heilung. Und dann wünsche ich in Jesus Namen, dass du wirst dort beleben. Und dass du wirst Heilung kriegen in deinen Körper. Vielleicht fehlt die emotionale Heilung. Du bist verwundet worden durch dein Leben.
Vielleicht aus du abwas von deinen Eltern. Oder vielleicht sogar von den religiösen Lehrern. Vielleicht sogar von den Predigern, so ist mir. Aber du bist weitergetan worden. Die haben sozusagen in ihrer Show noch ein bisschen gedreht. Du bist viel gequatscht, emotional. Jesus sagt, ich will. Und weißt du, wenn wir nach Jesus kommen, wie Frauen, wirst du mich heilen? Jesus sagt, ich will. Und er heilt die. Ich habe mal in meinem Leben belebt, wo sich dort so viel, dass Jesus mit seiner Hand even eine Weide überwäscht, was ich im Leben habe, und dort wir so weich gewäscht. Na, das wir eine emotionale Weide und eine Wund, und die wir weich gewäscht. Und vielleicht hast du so belebt. Weißt du, das jetzt scheint. Ich weiß noch krack, wo ich bin. Ich weiß noch krack, was sich dort fehlt. Und ich weiß noch krack, was da passiert. Und so eine Dinge vergeht wie niemals in dieser Welt. Aber mir denkt das auch noch, als Jesus mich jährlich heilt. Und als hij mich anneemt als sein Kind, als ich 18 Jahre alt war. Und weet je, dat is eine weit grotere Heilung, als wenn wir körperlich geheilt worden, emotional. So wundervoll, als es auch ist. Das mich nicht richtig verstehen. Eine körperliche Heilung ist wundervoll. Eine emotionale Heilung ist wundervoll. Aber eine geistliche Heilung ist weit über alles. Und Jesus sagt, ich will. En Lukas, du beschrift Lukas uns, was Jesus von sich selbst sagt. Wo so kam er? Was wird das Ziel von sein Kommen? Er sagt es dit, den Herrn sein Geist rüttet mich, wird er hat mich gewählt, die Arme das Evangelium zu predigen. Vielleicht warst du arm. Vielleicht warst du jemand, wo du bloß uitschaffen hat, du fällst die einmal so mit die Asset nicht, du verdienst Gott sehr viel Geld, du hast bloß ein Aulet fertig, oder du hast mal gut offen zu leben, deine Kleider sind nicht nie, vielleicht bist du arm. Und wenn Jesus sagt, ich bin für die Arme gekommen. Er sagt wieder, er hat mich geschickt, die mit einem gebrochenen Hort zu heilen. Vielleicht ist dein Hort gebrochen. Du hast weiter belebt in dein Leben. Jemand hat die zu sie geschoben. Vielleicht hast du deine Ehe verfallen. Oder dein Dad, der hat die niemals gesagt, dass ich gleich die. Dein Dad hat die noch niemals gesagt, ich nehme die an. Dein Dad hat noch mal bloß einmal gesagt, dass du bist zu nichts zu bringen und mit die wird es never what mine. Und du hast so ein Bange in die, dass du wirst geheilt worden von das gebrochene Hort. Und Jesus kam für dich, was ein gebrochenes Hort haben. Er sagt wieder, die Festgenommenen zu predigen, dass sie frei und los sind. Na, ich sie noch niemals in Gefängnis gewesen, aber wir sind auch fertig fast und allerhand Dinge, wann wir frei rumgehen. Wir sind fast vielleicht an Betternis, oder wir sind fast an Unverjäfnis, wir sind fast an Euernis, wir sind fast an ein Belebnis, was wir gehört haben. Jemand hat von 2 getan und wir halten da und fast mit alle gewollt. Wir sind gefangen. Wir sehen hier fertig Leute, dass die Schäden sind weich. Wir sind frei. Aber das ein Ding, das Leute sehen, und ein ganz anderes Ding, das beleben in uns Leben. Und vielleicht bist du von der und du sagst, ich sehe fast. Und das ist so, ich sehe fast an das Los da. Ich sehe fast unter diese Los von Euernis und Betternis und Verjäfnis, verschiedene andere Dinge. Und wenn Jesus kam, für die, die da fast sind. Und dass sie sollen frei sein. Und die Blinge, dass sie sein können. Und einmal fällt uns, wir sind blind. Uns fehlt das, dass wir sein können. Nicht bloß vielleicht in unseren Augen körperlich, aber in uns emotionale Dinge, an uns, yes, wir fehlen uns in Düsternis und wir fehlen uns blind. Und Jesus ist gekommen, um uns halten, uns sein merken. Und er sagt, die unter Dreck sind, frei zu stellen. Und so das wäre Jesus wir. Und dann sagt er, und zu sagen, dass Gott sein Gnadenjahr ist gekommen. Und so Jesus kam für eine verbrochene Welt. Diese Welt hat viel weiter, diese Welt hat viel Gebrochenheit. Ich meine, in unserer Menschheit, viele Häme, die sind verbrochen. Du hast Euernis, du hast bloß Leiflosigkeit, du hast Flehen und Utschampen, du hast Tesietschuven. Ich meine, die Liste ist ohne Ende. Meine Frau und ich, wir haben für 12 Jahre in der Bibelschule unterrichtet. Und jedes Jahr haben wir uns zwar von Frischen gewundert und von Frischen bloß einfach einmal geroht, wo Verbrechen die Studenten wir in der Hand haben. Und wo Verbrechen viele von unseren Heimen sind. Aber weißt du was? Jesus kam für unsere Heilung.
unsere körperliche Heilung, unsere emotionale Heilung und unsere geistliche Heilung. Und vielleicht wollen sie die immer zu sich schieben in deine Familie, vielleicht wollen sie die immer zu sich schieben in deine Gesellschaft. Aber Jesus sagt, ich will die heilen, ich will die annehmen, ich will die in Gebrechen nicht hart war vor dich merken. Und ich will die Mut merken, von der Jeff deine Gebrechen hat, was immer der ist. Geh nach Jesus und sag, wusst du mich, weißt du mich, wenn du weißt, du kannst. So sagt die Leprakranke. Die hat Glauben, dass Jesus kann. Und Jesus sagt, ich will. Und Jesus sagt zu uns, ich will. Er will uns reinmerken, er will uns heilen. Aber Jesus will uns noch viel, viel tiefer heilen, als bloß körperlich. Er will uns viel tiefer heilen, als bloß emotional. Er will die viel tiefer heilen, als die weiter wegnehmen, was vielleicht Menschen die haben angetan. Er will die geistlich heilen. Er will die für die Ewigkeit heilen. Er will die ganz vor dich merken, Körper, Säulen, Geist. Und er will die in der Ewigkeit bei ihm haben. So, wenn wir diese Geschichte nach Markus gehen und sagen, dass Jesus jammer dort über ihm. Jesus hat Mitleiden. Jesus hat feilt mit deiner Weide. Jesus hat rot mit wo du rohst. Jesus hat weit dein Hort, hat weit deine Gefeile, hat weit, wo du abgewaschen bist, hat weit krank, wo wir sind. Und ich glaube, Jesus will sich die wiesen. Er will zu dir sagen, weißt du was, diese Weide, was du da gingst, ich will tun. Und ich rot mit dir. In dieser Welt haben wir viel Weide, aber Jesus, er will uns heilen. Und ich will dich von der Mut merken. Jesus, er wird dort gebratene Ruhe, dort angeknackte Ruhe, der angeknackte Ost, dem wird er nicht verbrechen. Wenn du die angeknackt fühlst, Jesus wird nicht nehmen, weißt du was, du Mensch, du hast eine dumme Dinge getan, das ist deine Schuld, dass du angeknackt bist, das ist deine Schuld, dass die Menschen die zu sich schieben. Wenn du nicht so ein Arschloch gewesen wärst, würden die Menschen die weiter behandeln. Heißt nicht so, wie Menschenfertig sind, heißt nicht so, wie religiöse Lehrer einmal sind, und wir brechen Menschen nach ganzen zwei, und der Ost ist ganz zwei, für immer zwei brechen. Jesus sagt, den angeknackten Ost, den will ich nicht aufbrechen. Vielleicht fällst du so dein Licht das Mess ut, und die Menschen, die schaffen mit dein Licht ganz utmerken. Und du wunderst, wo Gott ist, und diese Weide, was du jetzt, in das Heim, wo du bist, in diese Eiche, wo du bist, in diese Arbeitsstätte, wo sie die immer utspatten, in der Schule, wo sie die immer zu sich schieben, was immer das ist, dort fällt sich so das Licht das Mess ut. Und Jesus wird nicht durch vorbeikommen sein. Weißt du was, dort ist deine Schuld, dein Licht, führt mit das hier. So sagt Jesus nicht. Er sagt, er wird dort flammende Licht. Da wird er nicht mehr. Ich will Ihnen von der nur Jesus herum. Ich weiß, dass viel weiter machen kannst. Aber das Leprakranke, der kennt nur Jesus. Und weißt du, da sind noch viele andere Geschichten. Ein Tag bringen sie eine Früh nach Jesus. Eine Früh, was sie gegräben haben in Horerie. Und weißt du was, das wir ein ganz abgesagtes Ding sein, dass wir geplant von Arbeitszeit. Der Mann, was mit dieser Früh taub Horerie treibt, der wir angenommen von den jüdischen Lehrern, dem dort down, dem dort seitdem wurden gerieben. Wenn diese Früh dort wir beenden nicht, diese Früh wir bloß ein Denk beenden, diese Früh wollen sie bloß brücken, dem Jesus in der Fall gehen. Das ist alles, für was sie die brücken. Sie werden nicht besorgt, dass das Gesetz gebrochen hat. Sie werden nicht besorgt, dass die Horerie treiben. Sie werden probably alle Anzeichen mit dir, wer weiß. Aber diese Früh wollen sie brücken, dem Jesus in der Art gehen. Und wir können uns feststellen, diese Früh, die steht und mangt, diese Mana, wird er Dahl anglotzen. Und wird er Körper, wird meist nervig wie vom Boven, wird ihn bekecken, mit Steinen in der Hand. Und sie werden nur reiten mal Steine. Und sie steht und besieht Jesus schrift ab ihr. Und wir können uns feststellen, diese Früh, die Stunde ganz top geholt. Und sie wundert, was ihr Leben nicht durch wird. Aber dann sagt Jesus, die ganz seitste Wiedertar in der Geschichte, sagt, ich verdumme die auch nicht. Weil Jesus sagt, diese Mann, wer von Jüd ohne Sinn ist, der kann den ersten Stein schmieden. Und weißt du was ich glaube? Ich glaube, sie haben alle bei der Früh geschlagen. Sie wissen noch rein alle, was sie hier deuten.
Und als Jesus zu uns sagt, jeder einer von uns, was sich nicht versündigt hat mit dieser Früh, der kann den ersten Stein schmieden. Und die Steine fangen an weich zu fallen. Die Früh, die ging alle Futten, die Früh steht allein mit Jesus tot. Und dann fragt Jesus, haft die keiner verdammt? Und sie sagt, nee, Herr, keiner. Und dann sagt Jesus, der seidste wieder, was ein Mensch kann hören. Wenn der Gott von Himmel, der Schöpfer von Himmel und Erde, wenn der sagt, ich verdamme die auch nicht. Ich habe immer wieder gesagt, dass wir müssen eine Gerechtigkeit haben, was für Gott jährlich ist. Und weil diese Freude steht für Gott, diese Freude steht hier für Jesus. So ist meist ganz nett, die selbst noch mit den Leuten geholt aus Ari in Hüsrit schlafen, in der Gas in Jerusalem. Und die Menschen, die kickten und die Kinder hier noch mitspielen. Und sie kickten, was sie mit dieser Nächte früh wollen. Aber die schlafen die oft dort in den Tempel. Weil nu wollen sie Jesus drehen. Und da wir nicht ein bisschen leid, da wir nicht ein bisschen mitleiden, da wir keinen sie kämmern um diese Früh, dass wir bloß diese Früh brauchen, um Jesus in der Folgen und an der Früh zu sich schmieden und an Jesus tot merken. Dort wäre das Ziel. Aber du und dort kämmerliche Plan, kann man sagen, an den diestra Plan, du hast eine Früh, die kriegt Gnade, du hast eine Früh, die kriegt Rettung. Und vielleicht ist dein Leben dort voll Sinn. Und die Dinge, die in deinem Leben passieren, und dass du vielleicht allein bist, in deine Eiche ist zwei, was immer du hast, dort ist vielleicht wenn deine Sinn, dort ist möglich. Jesus sagt, von dir, ich verdamme die auch nicht. Ich will. Wenn du weißt, du kannst. Und Jesus sagt, ich will. Welche Lied? Wenn wir uns ein Bild merken, dass Jesus heißt bei dir, Jesus hat seine Arms rum, Jesus geht die nicht in den Stich. Jesus ist nicht bloß dort, um die sein, wo er die versündigt hat. Und wenn du so und so nicht warst, Buße tun und dich dort und Jahren alle was tun, dann warst du verloren gehen. Jesus sagt, ich habe deine Sinn betont, ich habe deine Hurerie betont, ich habe deine Untrüheit betont, ich habe deine rein alle Bitternis und Euernis und alles, was die zwei merkt, das habe ich alle betont. Musst du mich vertrauen? Wenn ich will. Ich will die heilen. Ich will die tragstellen. Jesus sagte, das leprakranke geh nur der Priester. Weißt du, wo wir sind? Er will den tragstellen in die Gesellschaft. Jesus kann ihn körperlich heilen, aber bloß das Gesetz zu deutlich kann den frei sprechen für die Gesellschaft. Und so Jesus halbt das Mann, dass der wird ganz frei kommen. Jesus halbt der früh und er sagte diese früh, ich verdamme die auch nicht, aber geh nach Haus und du nicht mehr singen. Ich stelle mir so vor, diese Früh, der fällt Jesus herum von hier wieder. Die Früh, die ging nach Hause und er hören leben wie durch. So ging Jesus herum, sie wie Port von der Kirche. Vielleicht wie sie ein von den Frühs, was aus Jesus ist, wie in den Himmel gefahren, sagt sie mit den Jüngertaub. Wir weit nicht, wird er nun wir. Wir weit nicht, wo diese Früh bleibt. Aber ich stelle mir so vor, sie vergeht das Tag never, als Jesus sagt, ich verdamme die auch nicht. Ich will die anladen von dir, was immer die Gebrechen hat ist. Komm nach Jesus. Knall die auch vor am Du und sei, Herr, wenn du weißt, du kannst. Und Jesus streckt seine Hand in und er sagt, ich will. Ich will dich heilen. Körperlich, emotional, jässlich. Ich will mit dir taub sein in aller Ewigkeit. Ich habe die gemerkt. Du bist mein. Ich habe die wundervoll gemerkt. Und alles, was die Menschen haben über die gesagt haben, das ist gleich so, du bist mein Kind, du bist die ganz wundervollste Person, was es gibt. Jesus sagt, ich will. Wir am Luten, wir am Vertrauen. Vielleicht haben wir nicht alles verstanden, vielleicht haben wir das Bild von dir nicht ganz sein. Aber weil wir Jesus vertrauen, wenn er will, werden wir noch ankommen. Himmlischer Vater, ich danke dir von Herzen für deine Erlösung. Du kommst, um die gebrochenen Herzen heilen, um die Gefangenen frei machen, um die, die blind sind, dass ich kann sein. Und die, die unterdrückt sind, die frei zu machen. Und Herr, wir haben viel bei dir in uns Volk, in unserer Menschheit. Wir haben viel bei dir von Leiflosigkeit und bei dir von Sinn und bei dir von Losters und verdorbenen Lebens. Und Herr, wir kommen von dir durch die und die Frauen. Herr, wenn du weißt, du kannst. Und du sagst von dir, ich will. Und Herr, ich bete für jede Hort. Ich frage, dass du mit deiner heilenden Hand wirst ihre Weide überwaschen. Dass du wirst mit deiner heilenden Hand ihre Körpers heilen, ihre emotionale Dinge heilen, ihre Weide im Hort heilen und ihr Yes heilen.
Und wir danken dir, Herr, dass du das vorstellst. Wir danken dir, dass du die Kraft hast, das zu tun. Wir danken dir, dass du für dort gekommen bist. Und wir vertrauen dir von dir. Dankeschön, Jesus, für uns Leben. Amen. Weet je, wir wollten nicht, wanneer Leo je alle baan zijn. Aber Jesus, hij weet. En hij wil met je taub durch dit leven gaan. So wir hopen, je han van jou de Entscheidung genomen. In je vertrouwen op am gesagt. Und wir freuen uns mit je met. Immer schon wir kommen vor dir und wir danken dir sehr, dass wir können es dit sein. Und dass wir können Quark tun, worauf wir durch diese Leo durchgehen tun. Wir beten bloß und sehen über in jeder einer, wo uns nicht uns ansehen wird. Und wir danken dir, dass du deine Jen wird mit uns taub bist. In deinem Namen. Vielmal Dankeschön für uns taub sein von dir, worauf wir je weit auf sind. Wir hoffen, ihr habt eine gute Zeit gehabt, bis nächstes Mal. De spaulang, die ans getrannt hält, wo hoch de beucht, du vor mir lag. In de Vertwivlung kickt nom Himmel, in Raub die nun, in diese Nacht. Dann kommst die Leiflich, durch dort dunkle, brückst durch den Schotten von meine Seil. Dort es nu vor ich, taum Engel kommen, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Wer kann sich verstauen, Gnut so erstaunend, wo'n Hort versteht so ne grote Leid. Die ewige Gottheit steht drauf vom Himmel, brauch meine Sünd in meine Schuld. Hei jinkt nom Kriezen, jäuf mi Verjährung, die Haar von Harnand mi singt jent. Prachtvoller Haareck, je hier die Emma, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preist den dein Herz mich frei. Halleluja, dort verlor ich Haut und Lieb, hast dich jeden los genommen, du hast warum gern dich nun, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preist den dein Herz mich frei. Halleluja, dort verlor ich Haut und Lieb, hast dich jeden los genommen, du hast warum gern dich nun, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Dann kam der Morgen in din Versprechen, din begrobter Körper krieg Leben trägt. Dann utem Stellen, der lebt kein Brellend, raubt ut dort grof, haft kein Recht on mi. Dann kam der Morgen in din Versprechen, din begrobter Körper krieg Leben trägt. Dann utem Stellen, der lebt kein Brellend, raubt ut dort grof, haft kein Recht